Ich bin ein Trainer, holt mich hier raus! Hallo Freunde, willkommen zurück zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Ja, wir sind hier im Mond und noch ein bisschen unterwegs im Schattendschungel, nicht wahr? Und ja, die Prüfung des Waldes sozusagen, muss man ganz kurz gucken. Wie es aussieht, aber ich hätte ja, ich sage es mal, zur Not hätte ich noch mal einen Notfallplan, genau. Und zwar ist ja mit Sun das Notfallplan, falls alle Strecke reißen. Denn der Herrscher hier soll echt knifflig sein. Aber okay, erstmal gucken. Nein, warte mal ganz kurz. So, jetzt wieder. Möchtest du es herausziehen? Ja, du, als Unkraut. Oh nein, das Unkraut greift mich an. Okay. Jetzt wird also schon Imantis als Unkraut bezeichnet. Das ist natürlich nett. Schnabel! One-Hit-KO. So muss er sein. Und Domi entwickelt sich bald schon. Ach ja, die Entwicklung war. Ich guck gerade mal, Domi ist eigentlich schon eine gute Idee, aber der Schnabel macht mir gerade so wenig Damage. Mit Slime bessere Chancen. Jetzt mal ganz ehrlich. Hirne und Hirne. Und es fehlt ja bloß noch eine Zutat. Natürlich habe ich jetzt eine Pause gemacht und das heißt, ich weiß noch mehr auswendig, was wir suchen müssen. Das ist natürlich immer geil. So was wird's. Eine toxische Vergiftung, eine normale Vergiftung. Das Slimer-Roulette beginnt sich zu drehen und hört bereits auf, weil der Gegner down ist. Ach ja, Slime. Man denkt sich leider, soll 38 zu Slimer. Lecco mio. Das ist schon spät. Sag mal, ich muss aber schon hier durch, oder? Ganz kurz gucken. Natürlich habe ich einen Beutel, vielleicht fällt es mir so wieder ein. Na toll. Sortieren, bewegen. Ja, toll, sortieren. Ich will eigentlich lieber wissen, was drin ist. Scheiße. Okay, nochmal ganz kurz zurück zu Mahou gehen. Wir haben ja sowieso ziemlich viel. Wo ist die Frau? Toll. Er hat natürlich nichts angegriffen, auch mal unbedingt für die Prüfung. Das gibt's doch einfach nicht. Ich krieg die Gicht. Nein, das gibt es nicht. Ich bin so ziemlich sicher, dass wir hier eigentlich nichts finden dürften. Oh, komm schon, ist noch nicht so lange her, dass ich es auf Sonne gemacht habe. Wundersaat fehlt noch, wa? Also, hier waren wir bereits. Logisch. So. Linken Talsalz haben wir auch schon. Da dürfte eigentlich auch nichts mehr sein. Wir haben sogar die Tee noch gefunden. Hä? Also da hinten, okay. X-Abwehr, es wird immer schöner. Hier kommen wir auch nicht durch.
Heilpuder, das wird immer wärmer. Das müsste eigentlich schon hier sein. Weil diese Items sind eigentlich überall im Wald, sind noch gut versteckt. Oder vor allem verteilt, war versteckt ist übertrieben, aber verteilt sind sie relativ gut. Aber offenbar täusche ich mich da sehr. Das sieht auch so verdächtig aus hier. Ja, ich glaube, das ist der Teil der Prüfung, wo ich damals schon ziemlich versagt habe. Also hier unten war ich auch schon, da wissen wir noch, da haben wir Themen gefunden. Das wäre Bullshit. Muss überzogen, hier könnte man halt noch Evoli zu Folipurpa entwickeln. Falls man Bock drauf hätte und natürlich ein Evoli besitzt. Sie also doch nicht sehr, wollt ihr mich verarschen? Aber hier war ich auch schon überall. Ich meine, so viele Orte gab es hier sowieso nicht was zu suchen. Warte mal, war ich eigentlich da oben schon? Und es gibt da ja theoretisch einen Weg, aber ich glaube, da durchlaufen kann man gar nicht. Wow. Das gibt's nicht! Nein, der Vorteil ist, bin ich echt schon überall mal gewesen in diesem scheiß Dschungel. Das gibt's nicht, hey. Ja, dann muss es da sein, beziehungsweise da kann man sowieso nicht hin, also muss es da oben sein. Ist eigentlich logisch. Heißt für uns also, ich muss zuerst mit Tauros den Weg freilegen und dann mit Bisbark da schnuppern. Wenn es da auch nicht ist, Leute, muss ich echt wieder mal die Komplettlösung anschmeißen, weil, ja, das wäre unlogisch. Tauros-Style, Tauros-Style. Ja, es ist der Tauros-Style. Ah, war es eben doch hier, gut. Deswegen auch der aufgewühlte Boden, der schon so verdächtig aussieht. Ich bin's, Maho, eine feine Wunderseite hast du da gefunden. Yeah, mehr Nährstoffe auf einmal gehen nicht. Ein wahres Wunder des Dschungels. Oh, du hast die Allzutaten beisammen. Prima, dann fange ich jetzt mal an zu kochen. Geh erst bitte zum Eingang des Dschungels. Okay. Sie fängt an zu kochen. Yummy, yummy, yummy. Oh, Michael. Jetzt, wo du Allzutaten beisammen hast, fehlen nur noch... Das sind wir auch schon. Herr Malo, wie geht's denn so? Hallo, Maho, nicht Malo, hallo. Oder Malo, hau. Ich bringe wie immer einen Kampfknochen, einen Steinknochen. Welchen Pokémon hast du die denn ausgerissen? Und ich habe wie immer ein Tafelwasser und einen Beulenhelm mitgebracht. Was ist denn damit? Es geht los. Ich koche jetzt das Gericht, das den Herrscher vorlockt. Okay. Makobeere, Minipilz, Vitalkraut, Portion Wundersaat. Bring den Kochlöffel mit dem richtigen Rezept, locken wir das Herrscher-Pokémon an. Yo, Mann. Okay, Tracy. Dann gib jetzt das Tafelwasser in den umgestülpten Beulenhelm. Schau doch, ihr weiß Bescheid. Die Makobeeren, der Minipilz, das Vitalkraut und zum Schluss die Wundersaat. Rein mit allem. Kiawe, leih uns bitte mal den Kampfknochen und den Steinknochen. Okay, Mann. Los, Michael. Stampf jetzt bitte alles mit deinen Knochen klein. Hau drauf! Kräftig stampfen! Ja, Aggression abbauen! Mach
breit raus. Ja! Wow. Was das für Duft. Oh mein Gott. Es ist soweit. Ich kann endlich Auren spüren. Ja. Aus den tiefsten Tiefen des Dschungels ist eine mächtige Aura zu spüren. Willst du dich hier stellen? Was auch sonst? Was kommt da? Mama, Manti! Der Herrscher des Schattendschungels, Mantidea, sind hier erschienen. Das ist noch ein großes Teil, wa? Leute, es ist der Herrscher des Dschungels, Mantidea. Und steigert zu seiner Initiative stark. Ach du Scheibenkleister. So. In Son aber so gemacht, mit Sonderauszellattacke, Feuerzahn, fertig. Kampf war vorbei. Problem ist, ich habe davon gehört, Mantidea beherrscht eine neue Pflanzenattacke. Und, naja, sagen wir so, es ist eine Art physischer Solarstrahl. Und wenn sich noch pusten und so weiter und dann eben noch so schnell ist, es kann echt hässlich werden. Rasierblatt. Gegner-Gift-Pokémon. Toxische Vergiftung. Also denke ich, wenn du mit dem Wasser startet, hättest du keine Probleme. Aber ich hoffe jetzt halt echt auch fürs Let's Play und so weiter, dass man die da ein bisschen... wieso Formeo? Naja, sind sie natürlich schon in gewisser Weise ähnlich. Übrigens, wenn die sind SOS-Battles und so, ja, wusst ihr, dass wenn ein Tragosso zum Beispiel einen Hilferuf, kann ein Kangama erscheinen? Ja, es liegt noch mit der Theorie zusammen, dass die existiert seit der ersten Generation sogar. Oh, Salz, ja, gar nicht so doof. Seit der ersten Generation, und zwar, dass Tragosso, Knoga und Kangama verwandt sein sollen. Sprich, eigentlich auch wegen Tierknochen, also wegen Knochen, wegen dem Helm, den ja Tragosso trägt. Und auch ein bisschen vom Aussehen und so weiter, dass im Prinzip Tragosso Knoga wird und Knoga zum Kangama. Also war ursprünglich mal die Idee oder so, keine Ahnung, aber grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht mal so doof. Und ich glaube, seitdem gab es einige Hinweise. Müssen wir mal googeln und so ein bisschen heraussuchen, was er da also findet, aber als ich da mal ein bisschen gesehen habe, gäbe es da echt einiges. So, zurück zum Kampf. Meine Idee ist, Sonntag eingesetzt. Oder war es vom Mio war es, glaube ich, war? Weiß gar nicht mehr. Ja, jetzt kommt es drauf an. Setzt man die Attacke ein, ja oder nein? Gar nicht mal so doof, eine Kreuzschere. Der Trailer sein soll, ich warte auf die andere Attacke. Komm schon, du hast eine physische Pflanzenattacke. Und Formeo ist auch vergiftet. Ich bin gespannt. Komm schon, Mantidea, setz die Attacke ein. Ich befehle es dir. Oh, das ist die falsche Attacke. Vielleicht ist jemand Idee so intelligent mittlerweile, dass es... Na gut, ich mache keine Nuzlocke-Challenge, von dem kann ich es eigentlich mal riskieren. Fabio! So, ich schicke Malkek rein. Komm mir zu Hilfe, Mann! Wer kommt, wer kommt? Was? Bist du gerade ein Flug-Pokémon? Was soll jetzt der Quatsch? Da haben sie gar keinen Bock drauf. Da ist sie! Solarklinge! Der physische Solarstrahl! Ach du Scheiße! Wie sieht die Attacke denn aus? Ach
Du heiliges Radieschen. Okay, der Tag sieht krass aus. So. Ich habe noch ja, Kraftreserve und so. Ist ja Typus Eis. Ja, ohne Scheiß. Oh, du gehst mir auf den Sack, Alter. Alter, Entschuldigung. Zum Glück habe ich das toxisch vergiftet, hey. Ja, ihr seht jetzt, also wenn man da nicht Z-Attacke mit schnellen Feuer-Pokémon hat, das könnte echt hässlich werden. Einfach muss ja den Volltreffer kommen. Ich habe natürlich keine Prio drauf. Das ist jetzt natürlich scheiße. Solarklinge, ey. Das sieht schon noch krass aus. Ey, das Viech ist echt nicht doof. Faszinierend, wow, was hat denn jetzt eigentlich alles drauf? Ich meine, Kreuzschere, wie gesagt, für so Unlicht-Pokémon, jetzt im Fall von Slimer relativ intelligent. Solarklinge sind ein eigener Stab, okay, dann natürlich Rasierblatt noch und Synthese. Von mir ruft es halt, damit es Sonntag einsetzt. Ja, dann gibt es natürlich Sinn, alles. Wäre natürlich so gesehen schon intelligenter, wenn es, ja, selbst könnte. Aber trotzdem die Kombi, ey, also muss ich erstmal... Ah, schon wieder! Ey, das ist echt intelligent geworden, das ganze System. Och nö, ey. Hoffentlich keine Full-Konfusion. Na, natürlich, voll verwirrt. Obwohl, das anging eigentlich noch. So, also, das wird mal das Teil platt machen. Kann es sein, dass, glaube seit der 6. Gen oder so, das Toxin nicht irgendwie, also es wird natürlich schon von uns Sekunden stärker, aber nur bis zu einem bestimmten Teil nachher hört es plötzlich auf, stärker zu werden. Das ist aber irgendwie das Gefühl. Also ich glaube, Toxin wird jetzt nicht mehr stärker, das heißt, jetzt eigentlich, oder zieht man die immer gleich viel jetzt ab. In einem bestimmten Prozentsatz halt. Ja, seht ihr, also ich glaube von mir bis, was war das, die Hälfte war, was er so hatte und so, könnte etwas sein. Ich schätze mal, wird halt Runde, von Runde zu Runde stärker Toxin, wie wir es bereits kennen, aber sobald sie die Hälfte abziehen würden, nach ist Feierabend. Oh oh! Das gibt's nicht, hey! Ist das Vieh stark! Ja, toll, man kriegt die Erfahrungspunkte dafür. Keiner kriegt die scheiß Erfahrungspunkte für das Vieh. Och, Menno. Du bist unheimlich stark, Michael. Nicht nur, dass du ziemliches Talent hast, nein, du bist auch äußerst kompetent. Ich habe zuerst potent gelesen. Einfach unglaublich, mit welcher Leichtigkeit du das Herrsch-Pokémon besänftigt hast. Im Wilde Vulkanpark war es das Gleiche. Dabei bin ich doch so stolz, mein Amphira. Nach meiner mit größter Hingabe trainierten Lusaden hat er keine Chance. Dann hast du jetzt alle 3 Prüfungen auf Akala erfolgreich bestanden, nicht wahr? Dafür, dass du meine schwere Prüfung absolviert hast, möchte dir dieser sagenhafte Belohnung überreichen. Hier, nimm. Und er glückt damit. Yeah, Leute. Die dritte und wie ich finde, schwerste Prüfung. Zumindest was den Herrscher anbelangt. Ne, die coolste war, glaube ich, die mit dem Wasser, weil das ist plötzlich Lusadin. Anfangs waren eigentlich nur Einzellusaden, plötzlich kommt da der riesige Schwan, das war schon episch. Und hier Kochzutaten suchen, natürlich ein bisschen lame. Trotzdem war der Herrscher ziemlich stark. Amphira als Herrscher war eigentlich auch ziemlich cool, aber die Prüfung war so bescheuert mit den Tanzeinlagen. Pflanze! Yeah! Wachse! Oh mein Gott. Ja, Schattendschungel, das ist natürlich ein guter Hinweis, Freunde, weil damit werden wir vor allem den nächsten Part verbringen. Wir sollen so ein bisschen recherchieren und so weiter, aber es vor allem auch tagsüber fangen kann und dann nur nachts, so wie das genau abläuft, im Mond. Aber ich will mir hier halt ein besonderes Pokémon holen. Das Essen schmilzt mir auf der Zunge. Dann warte, ist meine Zunge, die hier schmilzt. Ah! Du meine Güte. Wasser! Du hast einen Zeckkristall. Du kannst Wasser aus dem Nichts erschaffen. Naja.
Ey, bleibt hier! Also Meiler, Meiler? Meiler, Kukui, was machst du denn hier? Oder? Dann bekommst du jetzt ein Geschenk von mir. Und zwar nichts anderes als die Team Schmallhorn. Also garantiert dir eine... Schmallhorn? Ein schmales Horn. Mit einem L. Es ist nur ein es ist nur ein Funkensprung entfernt. Was für ein Schenkelklopfer. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ich bin hier Schattendschungel, ich würde gerne Pokémon fangen. Die Prüfung Inselkönigin Meiler. Ja, über Route 6. Und Rot natürlich. Weil der Koko ja gesagt hat, dass wir zum Dimensionsforschungsinstitut gehen sollen. Oh, das tut gut in meiner Nase. Was? Erstmal Pokémon heilen, ganz dringend. Ja, wie gesagt, das Vieh kann schon stark sein, wenn es doch rechtzeitig da Hilfe ruft. Dann direkt Sonntag nach der Solarklinge. Ja. Man hat es gesehen, vor allem noch Initiativboost. Kann schon heikel werden. Wir uns bald wieder. Yeah, man. So, sag ich mal wieder vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Wir haben die Pflanzenprüfung, obwohl ja die Schattendschungelprüfung gemeistert. Und im nächsten Part würde ich sagen, entwickeln wir mal Domi endlich weiter. Und holen uns neue Pokémon aus dem Schattendschungel. Und ich hoffe auch ein neues Teammitglied. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.